SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region». Das Mikrolabel für regionale Produkte. Psst. La 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 la. Flüge für die Ärmsten. Der David Graf transportiert Hilfsgüter in abgelegene Regionen im Südsudan. Für diese Aufgabe nimmt er auch Risiken auf sich. Der Südsudan ist ein gefährliches Pflaster. Immer wieder kommt es zu brenzligen Situationen. Sie haben mich ein bisschen unter Druck gesetzt. Sie wollen, dass ich einen von ihren Leuten mitnehme auf Juba. Einsatz für den Frieden. Sidonia Gabriel hat als Expertin für Konflikt- und Menschenrechte Sri Lanka geschafft. Jetzt ist sie für eine neue Stelle in der Schweiz und lebt bei der Mutter. Ihr Mann und die Kinder sind noch in Sri Lanka. Ich tue meine Enkel sehr vermissen und ich bin glücklich, dass sie jetzt in ein paar Wochen einfach schon da sind. Zurück zu Sri Lanka heisst für Sidonia und ihre Familie Abschied nehmen. Mit schwerem Herz verlässt sie ihre Hausangestellten. Von einem Tag auf den anderen einfach alles verloren ist schwierig, obwohl wir haben uns jetzt schon lange vorbereitet auf den Moment. Aber wenn es dann so weit ist, ist es nicht so einfach. Ruhestand in der Schweiz. Nach 40 Jahren im Ausland wollen Bea und Thomas Schmid wieder in die Heimat. Während der letzten Tage zu Miami kostet sein Leben im Sunshine State noch mal so richtig aus. Wir haben Sachen erlebt, die wir nicht erlebt hätten, wenn wir in der Schweiz bleiben wären. Sie leben in 3 verschiedenen Welten. Aber eins haben sie gemeinsam. Sie alle gehen wieder heim. Dorthin, wo ihre Wurzeln sind. Das ist SRF bei den Leuten. Heimweh. Im Südsudan, auf 3600 Meter über Meer. Was läuft? Schlechtes Wetter läuft. Heftige Schütze, sorry. Der David Graf ist unterwegs nach Tambura im Westen des Landes. Es ist eigentlich immer noch Trockenzeit, aber heute Morgen haben wir viel Regen gehabt. Und jetzt müssen wir uns da irgendwie ein bisschen durchkämpfen. Und unterdessen sind wir auf fast 12'000 Fuß gestiegen. Wenn eigentlich über 10'000 Fuß steigt, muss der Pilot Sauerstoff haben. Und dann sieht man da so lustig aus wie mit dem Schnauz. Er fliegt für die gemeinnützige Organisation Mission Aviation Fellowship, kurz MAF. Sein Ziel ist ein abgelegenes Dorf, wo es vor einem Jahr schwere Unruhe mit vielen Todesopfern gegeben hat. 2 Personen. Jetzt gehen sie auf die Seite. Jetzt machen wir da ein bisschen Lärm über der Piste, dass die Leute wissen, dass wir kommen. Dass sie vielleicht dann auf die Seite gehen. Hoffentlich. Schon wieder eine darf über die Piste fahren. Das ist unglaublich. Ich weiß wirklich nicht, was die Leute haben. Okay, here we are. Haben wir es geschafft. In der Vergangenheit war es hier nicht immer so einfach gewesen. Und vielleicht ist es gut, wenn wir dort nicht filmen, weil ja, es könnte einfach Probleme geben. Weil sie sind sehr skeptisch fremden Leuten und Kameras gegenüber. Die Stimmung im Land ist explosiv. Die Menschen haben Hunger und gehören der rivalisierenden Bevölkerungsgruppen an. Das kommt auch der David zu spüren über. Am David seine Frau Zibil ist unterdessen zu Juba in der Hauptstadt. Mit einer Kollegin wagt sie sich einmal pro Woche auf den Markt. Meistens sind es die einzigen Ausländer. Die Erfahrung hat gezeigt, dass es besser ist, wenn sie noch ein Kind dabei haben. Die Einheimischen begegnen ihnen dann wohlgesinnter. Grundsätzlich ist sie immer sehr freundlich, sie haben Freude, gell? Das Gute ist eigentlich auch, es gibt auch eine gewisse Sicherheit, weil man weiss, man wird gesehen. Wenn etwas passiert, es hat viele Leute, die es sehen. Und das hilft schon auch. Ja. Aber es gibt auch die, die zu viel getrunken haben, wie jetzt er zum Beispiel. Er hat eine rechte Alkoholfahne und es ist dann, muss immer ein bisschen weise umgehen. Wo stoppt man, wo geht man dann einfach weiter und tut es ignorieren, ja, genau. Wo geht man darauf ein. Genau. Okay. شو معلش لسه خلاص Die Kinder von der Sibyl und der Katrin brauchen neue Kleider. Die gibt es auf dem Markt haufenweise.
was wir hier haben, ist jetzt sehr viele Secondhand-Kleider, die aus Europa oder Amerika kommen. Die kann man da. Ich habe jetzt 2 Sachen gekauft für weniger als einen Franken. Es ist extrem billig. Und wir haben schon zu den Nesen gesagt, es ist da einfacher in dem Land zum Kleider kaufen, als zum genug Lebensmittel für seine Familie kaufen. In Tambura hat David Graf ein paar Mitarbeiter von einem Gesundheitsprojekt aussteigen lassen. Sein Bauchgefühl bei der Landung von wegen Aufpassen und nicht filmen war richtig. Besser, als ich erwartet habe. Es war jetzt eigentlich relativ friedlich. Sie haben mich ein bisschen unter Druck gesetzt. Sie wollen, dass ich einen von ihren Leuten mitnehme auf die Juba. Wenn wir sie kennen, dass wenn es ein Kunde ist von uns, dann kann man schon spontan auch jemanden mitnehmen. Hingegen, wenn es zum Teil irgendwelche Regierungsbehörden sind, die finden, jetzt muss ich den mitnehmen, oder sogar Soldaten oder so, zum Teil noch in Uniform, das geht gar nicht, weil auch politisch gesehen kann ich nicht einfach irgendjemanden von einer Seite einladen und dann das Juba ausladen, weil dann heisst das indirekt, wir unterstützen die Seite. Oder wir wollen nicht irgendjemanden unterstützen, wir wollen neutral sein. Darum finde ich, jetzt gehen wir gescheiter, bevor sich irgendjemand anderes überlegt und dann wieder retour kommt und uns ein bisschen Druck macht. Darum gehen wir jetzt gescheiter. Kann ich gar nicht mehr aufs WC gehen und jetzt Ambio. Bis zu 450 Starts und Landungen auf unbefestigten Sandpisten macht der Schaffhauser im Südsudan pro Jahr. Die Familie Graf lebt in einer geschützten Wohnanlage und hat ein Haustier. Die 4-jährige Melina hat einen Haufen Gespendli in der Siedlung. Der David kommt in der Regel früh heim vom Arbeiten. So, ist gut gewesen? Ja, eigentlich schon. Super. Bei euch war es auch gut? Ja, es war eine kurze Sache. Okay. Einmal Saft. Was? Das war vor. Okay. Hallo. Hoi Olivia, hoi. Melina, hättest du noch schauen, was Mama gepostet hat am März? Ja. Ist nämlich vielleicht etwas, das dir passt. Willst du schauen? Sollen wir reinschauen? Ab dem Herbst geht Melina Zandelfingen in Kinski. Das hat Maurice gesehen. Schau mal, für in der Schweiz. Wow. Ja. Ich finde es eigentlich cool, dass sie gerne auf den Markt gehen und können posten und ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Ich habe das Gefühl, sie finden das mega cool, können so im Gewusel drin sein und Zeug posten und handeln und rumschauen und so. Und ich weiß auch nicht, ich bin dadurch eher klassisch männlich. Ich gehe einfach, kaufe etwas und dann ist gut. Du hast auch einen schönen Tag, Maurice. Hast du es lustig gefunden am Markt? Oder ist es doof? Wir haben 3 Jahre mit dem Entschluss gerungen, was wir jetzt machen. Gehen wir zurück in die Schweiz, bleiben wir da, gehen wir auf Argentinien nach der Pensionierung. Und am Schluss war es immer wieder ein Grund, der uns davon abgehalten hat, uns definitiv für die Schweiz zu entscheiden. Und das ist das Wetter. Sonnenschein wie fast an jedem Tag zu Miami in den USA. Ideales Wetter für einen Bootsausflug. Sehr gut, sehr gut. Nein. Die Bea und der Thomas treffen auf den Yannick, einen Schweizer, der seit 4 Jahren in Miami wohnt, und seine Frau Josephine. Hast du Salmen dabei? Nein, Hallo, wie geht's? Sehr schön. Wir sind zuerst noch prompt falsch gefahren. Wo sind wir gefahren? Die Bea und der Thomas hatten lange selber ein Boot gehabt. Das haben sie schon verkauft und sind darum heute mit einem Mietboot unterwegs. Kannst du hinten losbinden? Nur heben. Okay, jetzt anlegen. Ja, jetzt musst du aber zurück. Wenn das Schiff den Hafen verlässt, sagt man in Seemannssprache auslaufen. Oh, look at the birdie. Wenn der Captain zufrieden ist, dafür braucht es kein Wort. Die Bootsfahrt startet vom Miami River und führt durch Miami Downtown. Hier in Miami hat alles irgendwie zu tun mit dem Wasser.
Weil es ist natürlich immer schön, es ist immer warm. Du kannst also das Boot brauchen 365 Tage praktisch im Jahr. Wenn du jetzt nicht auf dem Wasser bist, dann gehst du nicht segeln, gehst nicht Wasserski machen, was immer. Das wäre dann einfach so, wie wenn du jetzt in St. Moritz wohnen würdest und nicht Skifahren. Das Ziel ist Venetian Way zwischen den Inseln San Marino und Di Lido, eine Gegend, wo auch Stars daheim sind. Weißt du, wie bin ich froh, dass Bea die ganzen Knoten kann? Da war ich noch fast auf Prüfung, weil ich Knoten nicht kann. Ich habe gerade über den Schuhbändel Knoten. Dass der Jannik gleich heisst wie ihr Sohn, ist ein Zufall. Kennengelernt haben sie sich über die Arbeit. Ich glaube, wir heben. Jetzt ist gut. Jetzt können wir eine Flasche aufmachen. Ja. Waiting patiently. Yes. Hey guys, I mean, this is so nice. You're joining us today. Thank you so much. Last day at the boat. Thank you for the invitation. Yeah. Unser Jannik, der sich entschlossen hat, auf Luzern zu ziehen, zum Studieren, sind wir auch auf Luzern. Daran hat mir mein Chef angerufen aus New York und gesagt, du, da ist ein Schweizer, der mit dem Schindler in Nebikon geschafft hat und der will jetzt da ein Jahr auf Amerika kommen. Schau dir das mal an in der Schweiz. Das ist richtig lässig gewesen. Also der Jannik hat natürlich von Anfang an Vollgas gegeben und ist auch ein wirklich guter Freund geworden. Als unsere Jannik gegangen ist, haben wir ihn adoptiert als Stiefsohn. Und seine Mami hat unsere Jannik adoptiert. Und sie hat sich um unsere Jannik gekümmert. Und wir haben uns um ihn gekümmert. Ja. Und ich bin froh, dass ich eine Jannik hatte. Dass die beiden gehen. Ja, ich freue mich natürlich für sie, für Thomas und Bea, dass sie zurückkommen. Und ich glaube, das war auch ein bisschen ein Traum von ihnen beiden, dass sie wieder ein bisschen zurück in die Schweiz können. Auf der anderen Seite ist es natürlich traurig für uns. Wir haben immer so gerne Zeit mit ihnen verbracht. Aber ich bin fest davon entschlossen, dass sie wieder zurückkommen. Sooner than later. Die Bea und der Thomas haben versprochen, den Jannik und andere Freunde zu Miami jedes Jahr zu besuchen. Ein wichtiger Grund für uns zum Zurückkommen in die Schweiz ist sicherlich meine Mutter auch. Sie wird nicht jünger und meine Kinder werden auch nicht jünger. und von dem her ist es uns wichtig, dass sie sich gegenseitig noch erleben und können Zeit zusammen verbringen. Und auch für mich ist es wichtig. Ich bin jetzt auch lange weg gewesen. Und ich finde diesen Kontakt schon sehr wichtig. Seit 3 Wochen wohnt Sidonia wieder in Basel, wo sie aufgewachsen ist. Hey, ich bin mir nicht so... Also, sie haben das Climate, haben sie die Frage zu Climate noch reingemacht. Ich nehme an, New York tut sie dann finalisieren. Okay, tschüss. Ciao. Mein neuer Job ist, ich bin eigentlich ja gekommen, jetzt um einen Monat mich wirklich einzuschaffen in einen neuen Job. Und das ist natürlich ganz anders als das, was ich in Sri Lanka gemacht habe. Und auch so die Arbeitsgepflogenheiten in der Schweiz haben sich in den letzten 6 Jahren extrem verändert. Also mit viel mehr Homeoffice, viel mehr Online-Meetings und so. Und an das muss ich mich noch gewöhnen. Gewöhnungsbedürftig ist für Sidonia auch die lange Trennung vom Eli und dem Kind. Hallo! Simon! Kuckuck! Wow, you did some math. Wow, du hast Mathe gemacht, so cool. So cool. What did you do today, Simon? Wie geht's? Es geht sehr gut. Und euch? Et vous? Ist alles gut gelaufen? Oui, écoute. Ja, los. Heute ist zum ersten Mal richtig schönes Wetter. Il fait vraiment beau, il y a du soleil.
es ist Frühling jetzt. C'est le printemps. Ist es Frühling jetzt? Spring now. Ja, es ist Frühling jetzt. Spring now. Kannst du mal zeigen? Yes, I'll Ja, show you. ich zeige das. Warte schnell. Minute. Look. C'est beau. Wow, es ist richtig schön da. Ouais. Ja, es hat einen Haufen Leute am Rheinufer. Cool. Wir haben es gut, aber du fehlst mir. Ouais. Und tu vois, il me manque et Ihr fehlen mir auch. Ich fühle mich ein bisschen komisch ohne dich und Kind. sans enfant, sans toi. C'est vraiment. Ouais. Okay. Okay, jetzt kannst du mit ihnen in den Pool gumpen. Dans la piscine. Okay. Bisous, ciao, ciao. Sidonia hat sich im Haus von ihrer Mutter einquartiert. Da wird auch die ganze Familie bei ihrer Ankunft vorübergehend wohnen, nach 6 Jahren im Ausland. So. Schau da ein. Oh, danke vielmals. Wenn wir die Zeitung mal weg. Es ist ja sehr interessant, was da steht. Ich tue meine Enkel sehr vermissen und ich bin glücklich, dass sie jetzt in ein paar Wochen einfach schon da sind. Da bin ich sehr, sehr froh. Ja. Ja. Obwohl ich sie eigentlich sehr wenig gesehen habe. Aber wenn ich sie sehe, dann kommen sie zu mir und sind ganz lieb. Und ich habe das Gefühl, sie haben mich sehr gern. Und das ist schön. Wenn ich denke, der kommt dann in die 1. Klasse. Ja. Und dann sehe ich mich schon mit ihm Aufgaben machen oder schreiben lernen. Ja. Das finde ich toll. Auf das freue ich mich. Das freut mich sehr. Und wie kommt es jetzt dir also in Basel wieder? Es ist für mich natürlich daheim, gell? Ja. Es ist, was mir viel komischer ist jetzt ohne die Familie hier zu sein. Das begreife ich. Also jetzt so lang. Ja. Aber sonst, ich fühle mich eigentlich wohl. Ja. Noch einen Monat muss sich Christine Gabriel gedulden. Dann kann sie ihre Enkel wieder in die Arme schliessen. Christliche Arbeit haben wir schon früher sehr viel zusammen gemacht. Wir haben intensiv zusammen Jugendarbeit geleitet, Skilager organisiert. Es ist einfach, die Werte sind uns wichtig und wir haben das Gefühl, durch das können wir den Leuten auch weitergeben, dass sie wertvoll sind, dass ihr Leben einen Wert hat und einen Sinn hat. Sollen wir heben? Einmal in der Woche besucht Sibyl zusammen mit dem 2-jährigen Maurice ein Kinderheim. Das hat gerade gezügelt und den neuen Ort haben die beiden noch nie vorher gesehen. Willst du auch Läppchen? Hallo, Schukran! Hallo! Oh, it's me. Seit 3,5 Jahren ist Sibyl da regelmäßig zu Gast und bringt ein bisschen Abwechslung ins Haus. So, wie gehen Sie denn? Sollen wir die neuen Zimmer schauen? Oh, das ist so nice. Das ist schön. Oh, wow. Mädchen, dir heisst es schön da. Yes, it's very nice. Ah, there is the bedroom. Das ist also alles für die Mädchen. Ja, das ist alles für die Mädchen. Die Buben sind noch im alten Teil. Wow, oh wow. Oh wow, Helen, das ist ja riesig. Das ist so gut. It is great. Es sind Kinder vom ganzen Land. Es sind meistens Kinder aus schwierigen Situationen. Man sieht da sehr oft auch die unschönen Seiten vom Südsudan. Es sind Mädchen, die aus Kinderehen kommen. Es sind Kinder, die versteckt werden wegen Revenge-Killing, Vergeltungstötungen. Es sind zum Teil Kinder, die als Baby einfach in einem Plastiksack am Boden irgendwo gefunden worden sind, die 2-3 Tage alt waren. Es sind wirklich so ein bisschen die Verletzlichsten von den Verletzlichen, würde ich sagen. Und es ist einfach auch schön, um hier hinzukommen und sehe auch, wie Mama Helen sich voll einsetzt für das. Ich habe gerade gesagt, dass du dich sehr gut um die Kinder kümmerst. Wir probieren einfach diesen Kindern einen generellen Schutz zu geben. Es gibt so viele verschiedene Themen. Wir probieren das Beste, nicht wie die Mutter Teresa. Und sie spielt eine wichtige Rolle dabei, weil sie die Kinder zusammenbringt.
Viele der Heimkinder sind traumatisiert. Beim Singen können sie für einen kurzen Moment ihre Sorgen vergessen. Unser dringendster Wunsch ist Frieden. Die Regierung muss dafür sorgen, dass wir Hilfe bekommen. Wir brauchen Fachleute, die sich um die Kinder kümmern. Sie brauchen psychologische Unterstützung. Ich habe die dabei. Die sind gross, die können gut teilen. Sibyl kommt nie mit leeren Händen. Joel, hast du gerne Bananen? Du teilen? Manuel, du auch? Willst du mir Hallo sagen? Hoi du, wie geht's dir? Alles, was wir hier machen, ein Tröpfchen auf den heißen Stein. Man sieht so viel. Wenn man mit offenen Augen durch die Stadt läuft, sieht man an jedem Ecke, wo man irgendetwas machen könnte. Oder noch mehr als an jedem Ecke. Und man kann einfach das machen, was man kann. Und man kann dann auch sagen, das ist einfach mein Beitrag, den ich leisten kann. Und das andere muss man wie einfach stehen lassen können. Die Kinder verlieren auch Freunde. Sie werden vielleicht 1 oder 2 Leute noch, oder Kinder, den Kontakt behalten, aber nicht alle. Und das ist schon, ja, es nimmt einem schon ein bisschen mit. Also ich habe jetzt schon das Gefühl, ein Stück vom Herz auch zurückzulassen. Sri Lanka, in der Hauptstadt Colombo. Sidonia ist nach einem Monat zurück von ihrem Business-Trip in der Schweiz. Der Chauffeur bringt sie in die Schule von ihren beiden Kindern. Heute ist der letzte Schultag für die 2 Buben zu Colombo. Windows keep it down. Yes. Then it's nice. Die Kinder waren jetzt ein Jahr lang in dieser Schule, fast ein Jahr. Und sie sind jetzt gerade so in einem Alter, wo sie wirklich Freunde haben. Und ich glaube, es ist wichtig für sie auch, wirklich so in der Schule noch mal einen Abschluss zu haben. Und das machen wir, das feiern wir jetzt noch zusammen in der Schule. Der Simon und der Aaron sind 6 und 4 und gehen beide in eine internationale Schule zu Colombo. How are you? We have a meeting with Miss Janine. Yeah, thank you. Hi. Die Schulleiterin führt Sidonia zu der Klasse von Aaron, dem jüngeren der beiden Söhne. Hi, let's go and play. Hallo, Aaron. Wenn sie im Moment sind mit den Kindern und mit den Freunden rundherum, dann sind sie super fröhlich. Aber ich denke, wenn wir dann weggehen und auch abfliegen und in Basel ankommen, werden sie schon realisieren, dass es jetzt eine neue Umgebung wird sein und dass sie neue Freunde werden haben. Und das wird sicher ein schwieriger Moment. Aaron heult auch manchmal und dann reden wir darüber. Es ist halt einfach ein schwieriger Moment, ja, für alle von uns. Mama, look at the water helicopter. So what is the water helicopter doing, Aaron? Spilling water. Okay. Du, Aaron, wollen wir jetzt noch Geschenke geben? Deinen Freunden? Ja? Wollen wir Zettel verteilen? Tust du sie verteilen?
Dann sitzen sie alle im Kreis sitzen und dann kannst du jedem eins geben. Ist gut? Okay. So, let's come and sit down. Aaron's got some gifts for you. Der Sidonia fällt es nicht leicht, ihre Kinder aus dem Umfeld rauszureissen. Da hilft nur eins: ein Säckchen voll Schleckzeugs. Also unsere Kinder haben uns schon beeinflusst in der Entscheidung, in die Schweiz zurückzugehen. Weil ich möchte eigentlich auch, dass sie einmal eine normale Umgebung haben, für uns eine normale Umgebung. Was halt nicht so normal ist, ist, dass man sie jeden Morgen in die Schule fährt, mit dem Auto. Und ich meine, wir sind schon, wir gehören zu einer ganz privilegierten Klasse hier, oder? Das sind schon die sich eben eine Privatschule dann auch leisten können. Und genau, dass sie einfach auch das Leben in der Schweiz kennen, das sie bis jetzt noch nicht hatten. In Basel geht Aaron dann in den Kindergarten und sein Bruder Simon kommt in die 1. Klasse. Hello, knock knock. Hi. How are you? Hi. Hallo Simon. Ja. Der Simon hat sein ganzes Leben im Ausland verbracht. In der Schweiz war er bis jetzt nur in den Ferien. I have this one. I have this one. Okay. Simone, are you excited? Simon, bist du aufgeregt? Ich bin sicher, du wirst einen Haufen neue Freunde finden in der Schweiz. Okay, we say bye now. Bye, Simon. Bye, Simon. Let's go. Bye. Bye. Hä? Und Simon haben noch alle Tschüss gesagt. Oh. Are you sad? Oder ist okay? Oh. Unser Haus werden wir vermieten und nicht verkaufen, weil wir, glaube noch nicht bereit sind, das Haus zu verkaufen, oder? Ja, genau. Was aber verkauft wird, ist das ganze Interieur vom Haus. Die Bea und der Thomas haben ein Drittel von ihren Sachen per Schiffscontainer in die Schweiz geschickt. Für den Rest haben sie eine Firma beauftragt, die den Wert der Sachen schätzt. Die Barbara wickelt den Verkauf ab und bestimmt auch die Preise. Right. Yeah. Venice. Correct. The goal is yes to sell everything, yes. Das Ziel ist, alles zu verkaufen. Es hängt immer vom Preis ab. Wenn der Preis stimmt, kann ich praktisch alles verkaufen. I can sell everything. I can almost sell everything. In über 13 Jahren in diesem Haus hat sich einiges angesammelt. Wir haben reduziert. Wir können ja die Wohnung nicht weggeben. Von daher haben wir gesagt, okay, 2 Drittel von den Möbeln lassen wir da und den Rest nehmen wir mit. Also wir hoffen, dass alles Platz hat in der Wohnung, wo wir noch im Container haben. Es könnte durchaus sein, dass wir dann in der Schweiz noch mal eine Vernichtungsaktion machen müssen. Es gibt ein einziges Stück, wo ich mich schwierig davon trenne. Und zwar ist das der Metroplan von der Metro von Paris. Der ist da hinten. Das ist der hier. Der Metroplan, der ist in jedem Büro gehangen, das ich geschafft habe, seitdem ich in Paris war. In der Hoffnung, dass da niemand kauft. Eventuell kaufe ich ihn selber. Dann wird er zusammengerollt. Jawohl, und wird dann doch zurück in die Schweiz genommen. Bär hat gesagt, nichts, aber ich glaube, ich muss sie hier überstimmen. Das ist ein alter Streckenblock von den argentinischen Eisenbahnen. Bär hat mir ganz klare Grenzen aufgezeigt, was ich alles mitnehmen bezüglich Eisenbahnen, weil sonst wäre die halbe Wohnung voll mit Eisenbahnzeug. Und es wird schon relativ voll und da hat sie dann schlussendlich wirklich ein Veto eingelegt. Oder? Ja.
Kein Platz. Überhaupt kein Platz. Ja. Siehst du das kategorische? Ja. Genau. Und das Problem war einfach, zum Teil habe ich dann Sachen fortgeschossen und der Thomas, was, wieso schießt du das fort? Und dann schaue ich in eine Schachtel rein und dann ist es dort drin. Also das ist reingeschmuggelt, genau. Während ihre Sachen verkauft werden, sind Bea und der Thomas nicht erwünscht im Haus. Da sind zu viele Gefühle im Spiel. Auch wenn die Hausbesitzer irgendwo ruhig im Eckli stehen, ist es trotzdem emotional aufgeladen. Und die Versuchung, sich einzumischen und anfangen, Geschichten zu erzählen oder Erklärungen zum Preis abzugeben, ist gross. Das macht die Kundschaft nervös. Noch eine letzte Runde auf dem Drehstuhl und dann verlassen Bea und der Thomas das Haus. Wir waren jetzt 6 Jahre lang im Ausland und sind in Mosambik und jetzt in Sri Lanka. Und nach 6 Jahren habe ich jetzt das Gefühl, wirklich, ich muss wieder mal zurück, ich muss mal auftanken. Und die Kinder müssen mal die Schweiz auch nicht nur in den Ferien erleben, sondern auch das Leben in der Schweiz. Es ist der Tag der Abreise zu Colombo. Die Familie der Sidonia muss heute ihr Haus abgeben. Am Mittag wollen sie spätestens abfahren. Es ist Stress pur. Und es ist noch nicht fertig. Immer wenn du denkst, es ist fertig, dann fällt dir wieder etwas ein, das noch fehlt. Not finished. À chaque fois, quand tu es sûr que tu as fini, en fait non, tu n'as pas fini. Das Zügeln stresst auch Sidonia, vor allem emotional. Ja. Es ist jetzt einfach so, wir müssen jetzt hier ausziehen und es ist jetzt lange ein Haus, wo wir einfach daheim waren. Und das ist schon sehr berührend irgendwie. Aber what to do? So ist es. The chemist shop. Give me some throat sweets. He growled at the chemist. 4 Angestellte haben der Familie in den letzten Jahren geholfen. Auch für sie fängt jetzt ein neues Kapitel an. You're not our mom. Squeak the littlest kid. Our mom has a sweet, soft voice. Just thinking what to do. Was soll ich auch machen ab morgen? Ich werde sie so vermissen. Sie machen mich fertig, aber ich habe so gerne. No, Aaron, you love me. Aaron, du liebst mich, gell? You love me? Würdest du mich vermissen in der Schweiz? In Switzerland? Huh? No? Ich werde so traurig sein, wenn du mich nicht vermisst. Es ist ein trauriger Moment für uns. Nicht nur für mich, für alle. Sie haben uns wie ihre eigene Familie behandelt. Die Judy hat schlechte Erfahrungen gemacht mit einheimischen Arbeitgebern. Leute von Sri Lanka sind schwierige Arbeitgeber. Sie behandeln uns wie Tiere. Manchmal geben sie uns keine Zeit zum Essen, manchmal bewahren sie unsere Tassen und Teller separat auf. Sie haben es nicht gern, wenn wir aus dem gleichen Geschirr essen. Aber Ausländer sind nicht so. Sie sind wie Freunde. All friends. Der Eli ist im Norden von Afrika in einer Nomadenfamilie aufgewachsen und ist sich das Packen gewöhnt. Er hat keine Zeit für Sentimentalitäten. Er fiebert der Abfahrt entgegen. Ehrlich gesagt tut mir langsam der Rücken weh. Ich bin froh, ist es bald vorbei. Es ist nicht gut. Das geht sonst auf die Simba. Nein, nimm das wieder weg. Papa, c'est on qui pousse ma tête. Shall we take a picture? Yes. Here in front of the orchids. Photo de famille.
Ja, là, komm. Komm. On va rester là. Kannst du sagen, wir sollen noch ein bisschen links oder rechts okay. lachen? Well, that looks okay. Super. Ready, smile. Je suis là maintenant. Très bien. Es ist das letzte Mal hier zusammen. Das ist jetzt ein bisschen ein schwieriger Moment für mich. Von einem Tag auf den anderen einfach alles verloren ist schwierig, obwohl wir haben uns jetzt schon lange vorbereitet auf den Moment. Aber wenn es dann so weit ist, ist es nicht so einfach. Oh, Der Eli nimmt es locker. Was? Tu prends ça un peu plus légèrement. Ja, für mich ist das nicht schlimm. Abschied und Wiedersehen, das ist für mich das Gleiche. Ouais. Et voilà. Okay, allez, go. Der Eli ist zufrieden, wenn wir als Familie zusammenbleiben. Das ist das Wichtigste. Und mit der erweiterten Familie bleiben wir einfach in Kontakt. On va rester en contact. Okay, I'll be there time, Bye. Rashmi, thank you so much for everything. Bye. Bye. Thank you so much. Keep strong. Yes. Keep going. Huh? Bye, Auntie. Say bye. On y va. Go. Allez, monte. Go d'abord. Allez, go. Maman, c'est juste pour aller jouer dans la mer. Tu aimes bien ta petite. Bye. Bye, bye. Bye. Allez, go. 2 Wochen Ferien warten jetzt noch auf Sidonia und ihre Familie, bis sie nebst Haus und Angestellten auch das Land endgültig werden verlassen. Wegen Thomas bin ich ins Ausland gegangen mit ihm und es war auch immer abenteuerlich. Es war auch schön. Wir haben Sachen erlebt, die wir nicht erlebt hätten, wenn wir in der Schweiz bleiben wären. Wynwood ist ein Künstlerviertel in Miami. Bekannt für die vielen farbigen Wandbilder von Street-Art-Künstlern. Da vertreiben sich die Bea und der Thomas Zeit, während die Hause ihr Hausrat verkauft wird. Ich liebe Kunst. Ich hatte eine Firma für 2 Jahre, die ein bisschen Kunst repräsentiert hat und habe eine Ausstellung gemacht. Ich habe die Gegend einfach geliebt. The title on Monday is okay? All right, excellent, fine, great, good news. Bye. Sie haben hier Estate Sale. Da verkauft ihr nicht nur unsere Kaffeelöffel und den Rest der Zucker, den wir im Kasten haben, sondern da verkauft auch unsere beiden Autos. Und jetzt hat sie einen von diesen beiden Autos hat sie innerhalb von 71 Minuten verkauft. Seht dich kaum. Tipptopp. Also in Waggis wird es wahrscheinlich keine Kunst geben, ich weiß es nicht. Aber Luzern hat ganz viele Galerien. Wenn du jetzt sagst, okay, hast du jetzt irgendwie Lust auf ein Kunstmuseum und das Kunstmuseum ist in Bern. Du bist ja schnell neu, du gehst auf Lausanne oder wo immer. Ist ja alles so nah in der Schweiz. Und du bist ja überall, jederzeit. Und Luzern ist ja schön zentral gelegen. Also. Noch sind sie in Miami. Der Verkauf von ihren Sachen dauert nur noch ein paar Minuten. Jetzt dürfen die Bea und der Thomas wieder in ihr Haus.
Wasser. Mein Metrobild bin ich natürlich gespannt, ob jetzt das weg ist. Sonst, wenn es nicht weg ist, dann wird es gerade eingerollt. Zum Glück ist der noch da. Wow. Hello, hello. Hi, almost. Almost. Nice. Wow. Ganz leer ist das Haus nicht geworden. Ein paar Restposten sind noch übrig geblieben. To the breast cancer donation. So that's good. Alles, was jetzt noch da ist, das geht dann an eine Stiftung. Und die übernehmen dann das. Mein Metroplan ist, glaube ich, nicht mehr da. Ausser er wäre noch in der Garage. Aber ich glaube... Das ist auch nicht, nein. Ich glaube, der ist weg. Ja, noch halt. Weg ist weg. Der ist weg, genau. Ja. Ist einfach, es ist jetzt so. Oder? Was soll ich jetzt dieser Sache nachtrauen? It is what it is. Beim Vinyl sind Schlangen gestanden. Die waren heiß begehrt. Amazing. Wir hatten ein paar gute Platten. Ja, die haben uns gehört. Vor 40 Jahren. Eine Ewigkeit ist es her. A long time ago. Eine habe ich für $100 verkauft. Really? $100? Yeah. Amazing. Ich glaube, es war Jimi Hendrix. Das Haus ist fast leer. Ein halbes Leben vorbei. Tschüss, Miami. Nach 40 Jahren im Ausland ist es eigentlich schön, jetzt wieder heimzukommen. Wir freuen uns wirklich auf die Schweiz. Und jetzt gehen wir. 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 Und nächste Woche bei Highway, die Bea und der Thomas Schmid sehen zum ersten Mal ihre neue Wohnung zu Weggis. Ihr Hausrat kommt pünktlich an. Und die Nachbarn sind weniger schweizerisch als erwartet. Wir sind also wirklich überrascht worden, wie locker unsere Nachbarn sind. Es ist also wirklich phänomenal. Auch im Südsudan werden langsam die Zelte abgebrochen. Jetzt müssen wir langsam überlegen, was nehmen wir mit, was lassen wir da. Was ist uns wie wichtig? Und nach einem langen Flug von Colombo auf Zürich kommen Sidonia und Eli mit 2 müden Kindern endlich zu Basel bei der Großmutter an. Ja, Sally. 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 Das ist ja toll, was Gell? Sie geschafft haben. Ja. Liebeli. Hä? Komm mal, komm. Mein Gott, qu'est-ce que ça fait? Mein Gott, tut das gut, die Luft von Basel einzuschnaufen. Das und mehr nächste Woche bei SRF bei den Leuten Highway. SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region». Das Mikrolabel für regionale Produkte. Schon fertig? La 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 la.